Herzlich willkommen zum Heimspiel vom FC Basel gegen Tottenham. Und wir wechseln die Sprache, wir gehen ins Hochdeutsche, denn ab jetzt moderieren wir auf Hochdeutsch. Mein Name ist Alessio und willkommen zu einer Folge Basel Karrieremodus. Hier sehen wir die Achtelfinalbegegnung. Basel trifft also auf die Engländer Tottenham Hotspurs. Und da haben wir eine gute Erinnerung. Vor ein paar Jahren haben Basel Tottenham geschlagen und ist in der K.O.-Runde weitergekommen. Heute spielt er im Fokus natürlich der 22-jährige Stürmer der Hotspurs, Harry Kane, der heute auch wieder dabei ist, war auch letztes Mal auf die Basel gelaufen sind dabei, und heute wieder ab Basel mit dieser Aufstellung: Dragowski, Traoré, Oxford, Suchi, Janko überraschend hinten, dann Delgado im zentralen Defensiven, nicht im Offensiven, Tielemans auch, Gold vorne mit Boetius und Bjarnason, der heute ein bisschen Spielzeit haben soll, und vor natürlich Prelembalo. Hier Tottenham Hotspurs mit Holoris, Tripper, Wimmer, Alderweireld, Ross, Dembele, Dier, Lamela, Haaland, Eriksen und natürlich Kane vorne drin. Und dieser Torhüter Hugo Lloris, der Franzose, will natürlich heute seine Tore verhindern, so dieser von Plele Embolo. Das wird schwer, denn Basel spielt zu Hause und der Spielleiter ist heute Muniz Vidarte, der Spanier. In dem Fall geht's jetzt los im Spiel. Basel also von links nach rechts, Tottenham von rechts nach links. Ein schöner Trick von Boetius. Jetzt muss er voraus vorbei sein. Gelingt ihm das? Ja, gelingt das. Embolo! Boetius mit der Superflanke setzt sich durch gegen Rose, und Boetius flankt dieses Mal schön Richtung Rückraum, und die da haben einmal die Verteidigung nicht aufgepasst, und Basel führt mit 1-0. Boetius hier mit der schönen Fang und Embolo mit der Direktnahme. Keine Chance hier für Hugo Lloris, der fast am Ball dran ist. Also Basel führt nach 10 Minuten mit 1-0 durch den Treffer von Embolo. Und 11 Meter! Suchi will noch retten, der Ball wäre nicht drin gewesen. Harry Kane schließt sie ab, Suchi kommt die Sekunde zu spät, trifft nur Kane, und das gibt 11 Meter. Kane selber tritt an gegen Bartolomej Dragowski. Der ist erst junge Torhüter. Der Ball geht in die Mitte, und da Harry Kane macht das 1:1, also für Tottenham das wichtige Auswärtstor. Nach 15 Minuten also Basel 1, Tottenham 1. Ja. Tielemans, immer noch Tielemans. Embolo! Und was war das für ein Schuss von Embolo? Ganz knapp. Da hatten nur ein paar Zentimeter gefehlt, und dann wäre der Ball rein gewesen und Basel hätte geführt. Tielemans und Lloris mit einer saustarken Parade. Boetius versaut aber diesen Ballgewinn. Es geht zur Halbzeit. Basel, Tottenham 1:1 in der Halbzeit. Zweite Halbzeit, Dier kommt raus und Ryan Mawson mit der Nummer 8 kommt für die Tottenham Hotspurs rein. Bei FC Basel gibt es keinen Wechsel. Zweite Halbzeit beginnt also. Traoré, der Rechtsverteidiger, gewinnt hier den Ball. Streckt Embolo an. Darüber zu Traoré! Der macht das 2:1! Traoré greift früh an, gewinnt den Ball, Doppelpass mit Embolo, und der macht seinen Treffer. Jeder Ball gewinnt, Ball rübergestreckt zu Embolo. Embolo
zieht sofort wieder in die Mitte und Traoré lüpft ihn schön über Lloris. Keine Chance hier für Lloris. Fehler von der Verteidigung. Basel führt also nach 15 Minuten mit 2:1. Schickt Rheingold. Wieder! Und was für ein Passspiel! Basel dreht auf in den letzten 3 Minuten. Zweiter Treffer. Basel führt mit 3:1. Gold hier. Setzt sich durch. Pass quer rüber zu Embolo. Dieser setzt nochmal auf für Boetius. Der muss nochmal eingrätschen. Und durch Lloris durch. Fast nicht, aber Lloris kommt früh raus. Aber auch leider zu spät. Basel führt also mit 3:1 gegen Tottenham. Tielemans schickt hoch zu Rheingold. Rheingold! Oh, Embolo mit einer starken Kopfballeinlage. Pariert von Hugo Lloris und Tielemans per Volley. Leider über das Tor. Basel jetzt aber am Druck machen. 90% Ballpässe, die angekommen sind von Rheingold. Ballverlust. Bjarnason mit dem Ballgewinn. Bjarnason, immer noch Bjarnason. Der schießt ab. Embolo! Mit seinem zweiten Treffer. Man of the Match, eindeutig Embolo. Jeder seiner 4 Treffer war er dabei zuständig oder hat assistiert. Bjarnason schießt hier drauf, Lloris pariert mit Embolo mit dem Volley ab dem Elfmeterpunkt. Keine Chance für Lloris, der schon geschlagen war. Aber was macht Embolo heute für eine Partie? 4 Tore und an allen war er beteiligt. Tielemans mit der Flanke. Elgato 5:1. Und das ist, glaube ich, der erste Treffer, an dem Embolo nicht dabei ist. Tielemans mit der Flanke und Delgado per Kopf. 1 Sekunde vor Lloris. 5:1 Basel gegen Tottenham. Der für sein Alter noch richtig fit ist und was für ein Schuss. Setzt sich gegen 2 Tottenham-Spieler durch und schießt ab. Und das war gefährlich. Für Tottenham fast das 6. Tor kassiert vom Oldie Delgado. Es wird gewechselt gleich dreimal. Brildo und Embolo, Man of the Match kommt raus. Boetius kommt raus und Rheingold. Dafür Cedric Itten. Andres Sporar und El Yunusi kommen rein. Für die letzten 4 Minuten Man of the Match eindeutig Breel Embolo. Ranbringen. Das einzige, was sie angebracht haben, war dieser Elfmeter. Und das war dann eine der gefährlichsten Situationen. So beendet man auch das Spiel. Basel gewinnt und zeigt hier eindeutig dem Maelstrom, wie gut sie gegen englische Mannschaften sind. Basel 5, Tottenham 1 und das nur durch einen Foul-Penalty von Suchi. Brildo und Embolo natürlich heute Man of the Match mit 2 Toren. Basel feiert den Sieg und man wartet auf das Rückspiel ab. Das wird gegen Tottenham nicht schwer, wenn sie so spielen wie heute. So, und Basel hat es wieder geschafft. Eine von der magischen Nacht. Basel gewinnt also 5:2 gegen Tottenham Hotspurs und wir gehen gerade das nächste Spiel, das wir wieder ein bisschen umstellen werden. Das heißt, Dragowski wieder raus, Donnarumma kommt wieder rein und wir werden nochmal ein bisschen umrüsten. Damit wir auch wieder bereit sind für das nächste Spiel gegen Tottenham, dass wir wieder werden wahrscheinlich simulieren. Ja, sie packe ich mal hinter ihr. Dafür der Sporer auf der Seite. Einmal wieder hier. Der Fernandes Zähne. Der Steffen wieder über und der Iten Lani wieder drin.
So bleibt es auch, also komplett neue 11. Gegen IB, die Zweite sind, aber mal schauen, was daraus wird. Die haben die letzten 3 Spiele gewonnen, also wahrscheinlich, obwohl die High wird so schwierig und Donnarumma verletzt sich und ich habe natürlich niemand auf der Bank. Super. Spona macht aber das 1:0. War ja doch, ich habe Latin auf der Ersatzbank. Gümat bekommt gelb-rot. Von Bergen macht das 1:2. Wahrscheinlich Penalty. Nein, schon bei einer Penalty steht meistens. Stunde vorbei, ja, 1:1 wäre auch gut, obwohl wir einen jetzt weniger sind. Ravi kommt hier für ja, super. Wir wechseln dort und bekommen die zweite geile direkt rote Karte und wechselt einfach gar niemand ein. Das finde ich wieder mal super. IB kommt also nochmal näher. Und wir trainieren. Und wir müssen die Schweizer Nazi absenden, was wird wahrscheinlich so bleiben. Super ist, glaube ich, neu, haben wir mittlerweile nicht mehr mitbekommen, der Widmer. Damit ich mehr Optionen haben für hinten. Wir tun unsere jungen Spieler natürlich wieder trainieren. Das sagt Janko kommt dann auch noch hier, aber ich habe den Hunziker noch drin lassen, weil er genau noch steigen und das macht er auch. Er steigt auf 57 Sporer, Knot von 70, das ist auch wieder mal super. Wir gehen noch kurz hinten hier. 3 Tage Ausfall, das ist nicht so schlimm. Da einfach gesperrte Spieler. So. Und motivieren unsere Leute natürlich. So, und wie gesagt, wir gehen ins Auswärtsspiel gegen Tottenham, das simulieren wir, weil das 5:1 wird schwierig zum Auffallen für die Engländer. Wir spielen mit Dragowski, Janko, Suchi, Oxford, Safari, wo wir mal wieder spielen dürfen. Tilemo Delgado dahinter, was super funktioniert hat im Hinspiel. Boetius Gold, Steffen Schotterbianason und Embolo natürlich vorne wieder rein. Letztes Spiel auch super gespielt gegen Tottenham. So, wir schauen mal. Tottenham geht mal in Führung. Der Chadli Ali spielt im Vergleich zum letzten Spiel wieder mal. Kane bekommt Geld. Eriksen macht das 2:0, aber es müsste nicht höher gehen als 4:0. Elionussi für Boetius. Bjarnason für Tillemont. Charlie macht das 3:0. Ross bekommt Rot. Oh, jetzt wird es auch noch knapp, du. Aber wir können nicht. Also wir verlieren 3:0, aber wir kommen glaube ich weiter, hoffentlich. Das wäre es jetzt noch, jetzt fliegen wir raus. So, Pressekonferenz anfügen geht's, das müssen wir machen. Das können wir später anschauen. Basel sind ja am 9. April für den 10. April. Und wie ihr wisst, das ist Freitag, der 22. Basel fährt ja wieder an, die Saison, also in dem Fall fährt wieder an gegen Sion. Und ich gehe live schauen. Ich habe jetzt mal, was habe ich tippt? 2:1 Basel. Mal schauen, es wird schwierig. Was habe ich da schauen? Da Kalender. Wenn ihr möchtet, dass wir so ein Tippspiel machen, dann sagt ihr mal in die Kommentare, ich tue bei superleague.tippspiel.ch mitmachen. Da könnt ihr auch mal euch unten dran anschreiben. Wenn ihr wollt, dass ich vielleicht am Freitag, Donnerstag eine Folge Prognose einhaue, also beispielsweise Bundesliga, Serie A, Liga BBVA und Schweizer Liga, und ich gebe so meine Tipps ab und hilfe, also sage euch, was ich denke. Klar, ich bin für Basel, aber das heisst nicht, dass ich jedes Spiel für Basel tippe. Natürlich, wenn Basel vor allem in der Formkrise ist. Oder zwischen internationalen Spielen. Dann schreiben Sie in die Kommentare, machen wir es auch. Basel, Sions tippe ich mal 2:1, morgen geht es ja los dann. Aber Basel spielt erst am Sonntag, da bin ich wieder in der Kurve zu finden. Wir spielen gegen Olympique Lyon, also in den Viertelfinals gegen Franzosen. Haben wir gut von letztes Jahr noch zu berichten gegen St. Etienne, wo Zuffi da noch mit seinem traumhaften Goal noch uns gerettet hat. So, und Basel, also 23 Spiele, ein Spiel weniger, aber trotzdem 4 Punkte Vorsprung vor den Young Boys. Haben gleich viel Goal geschossen wie die Berner, aber weniger bekommen, 6. Dafür die Tabellenkeller da, die letzten 5 alle im Minus. Minus 22 Tuner und minus 19 Faduz. Das ist wirklich
ganz stark, was da die Verteidigung macht. Geht es wir jetzt nochmal schon spielen. Also nicht spielen, ich meine simulieren. Und das spielt mal der Veilati, lasse ich jetzt mal spielen. Suche ich mal rein. Janko auch. Safari nehme ich mal raus. Für den. Ist für Tarian schlecht in Form? Nein. Legado und Tilemann bleiben mal nicht drin. Tilemann kommt raus. Gold kommt auch mal raus. Stell mal den Fernandes wieder ein. Dann kann ich nochmal den Sporer wieder. Mal so. Spor. Der Führer, mal Bua für den Steffen. Genau. Und so gehen wir ins Spiel gegen jetzt ein bisschen veränderte Formation. Das ist das letzte Spiel von dieser Folge. Wenn ihr wollt, dass wir vielleicht mal so Prognosen machen, dann schreibt es in die Kommentare. Es wird sich so ein paar Sachen mal in nächster Zeit mal ändern. Ich habe ein paar Sachen bestellt, um mir die Videoqualität vor allem zu verbessern. So, aber wir gehen jetzt erstmal in das Spiel hier. Dabur macht es 1:0, aber Boetius macht das 1:1. Aber Dabur kommt wieder und macht das 2:1. Jones oder Jonas bekommt Geld. Tilemann kommt hier für Boetius. Gold kommt hier für Delgado. Gaio für Tarascha, Georgia für Jones. Milanov macht das 3:1. Fernandes Gel. Hei, in der Liga sind wir im Moment in einer Krise. Vielleicht schaffen wir das mal wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen. Dafür international sind wir auf einem guten Weg Richtung Final. Aber da werden wir noch ein paar Hürden sehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal vom FC Basel Karrieremodus. Und ciao zusammen.